Hi, grüß euch, Servus und habe die Ehre. Jonas und ich sind heute unterwegs in Bergen, und zwar 2 Wasserfälle. In Traunstein haben wir jetzt 12 Grad schon gehabt, da oben haben wir jetzt 5 Grad, teilweise sogar 4 Grad durch den Wald. Wir werden jetzt ein bisschen hochwandern, da kommen Wasserfälle, ein natürlicher, ganz schöner, muss total toll sein. Jetzt mit der Schneeschmelze. Und ich habe die Nikon dabei, ich habe die Drohne dabei, wir werden schauen, ob wir da oben fliegen dürfen. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt da mal mit und viel Spaß. Und ansonsten, wie es mir geht, ja, beschissen wie immer. Ich blende euch was ein, alles richtig scheiße. Aber ich nutze jetzt die Chance und mache mit Jonas noch einen Ausflug. Also, viel Spaß. So, normalerweise ist da immer recht viel los, aber der Parkplatz ist relativ leer. Bin ich gespannt, der Fotorucksack, wie sich der heute macht. Das war vor 2 Jahren noch alles eine Baustelle. Überall Lawinen- und Steinschlagwarnungen, weil wir sind da jetzt teilweise schon wirklich an die Felswände entlang gefahren. Lawinenschutz. Oh, Auerhühner gibt es da. Ist mein Familienwappen sogar. Mal schauen, Haselhuhn, Birkhuhn, aber so hoch werden wir nicht raufkommen. Chiemgauer Alpen. Ja, wir sind da Kohlstedt, Bergen. Also wir sind hier durch Bergen durchgefahren und dann hier bis zu diesem Parkplatz. Zieltafel auswählen, auf dem Mitfahrbankerl Platz nehmen und die Zeittafel für die Autofahrer gut sichtbar halten. Ah, da kann man sich abholen lassen, schau, da hockt sich hin. Und wenn der Autofahrer kommt, siehst du das? Dann nimmt er mich nach Siegsdorf. Das ist doch praktisch, oder? Kostenloses Taxi. Also das finde ich mal eine gute Idee. Mitfahrbankerl. Also das finde ich nachhaltig. Gell, bevor jeder allein mit dem Auto fährt. Ja. Schau, wenn wir jetzt zurückfahren und da sitzt einer nach Bergen, dann können wir den mitnehmen. So, aber jetzt die interessanten Sachen. Vorderalm 1120 in 1,75 Stunden, also für mich wahrscheinlich 5. Wasserfall 50 Minuten. Also wir gehen jetzt Richtung Wasserfall. Gut. Dann packen wir es, oder? Ein bisschen die Ruhe genießen, die frische Luft. Dann schauen wir mal, wie sich der Rucksack hält. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben draußen eine Jogginghose an, stellt euch das vor. Aber mittlerweile kann man Jogginghose auch draußen anziehen. Gell? Jetzt früher nicht geben, anständig anziehen. Okay, wollte ich auch sagen. So, das war jetzt der Wasserfall, also pfiat euch, Servus und habe die Ehre. So, da geht es ganz schön bergauf. Leck mich. Doch. Keine Kondition mehr. Wirklich keine Kondition. Das muss jetzt wieder so schnell ändern.
Die ersten Zitronenfalter. 2 sogar. Schau, die sind frisch verliebt. Bis die alte rumspinnt. So, also Fotomotive gibt es hier ohne Ende. Ohne Ende. Aber die Kamera jetzt auch noch schleppen. Das war dann beim Zurückgehen. Gibt so tolle Sachen hier zum Fotografieren. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Wasserfall hoch. Da machen wir dann eine Pause. Und dann beim Zurückgehen werden wir dann die Fotos machen. Genau. So schaut's aus. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich da sein. Also schwarze dicke Jacke. Der Weg ist jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwie im Schatten. Also im Sommer teilweise auch schon brutal, wenn es in der prallen Sonne gehen müsst. Wir haben jetzt gerade die ersten Blumen gesehen. Schaut, das sind die ersten Blumen, was ich das Jahr sehe. Klassiker. Also da vorne muss jetzt dann gleich der Wasserfall kommen. Das Flussbett schaut total wüst aus hier. Da wird ja recht viel Kies abgebaut, habe ich gesehen. Schaut aus wie eine Kraterlandschaft. Also da mich interessieren im Sommer bestimmt Haufen Eidechsen, Feuersalamander, Kreuzottern. Ich glaube, da hast du ziemlich alles da. Paraglider über dem Hochfällen. Jetzt lauschen wir ein bisschen, was hören wir schon? Rauschen. Ich war noch nicht da, aber es müssen anscheinend 2 sein. Das eine ist das Wasserwandel, das ist eine Staumauer. Und dann ein bisschen weiter müsste der große natürliche Wasserfall kommen. Ich schätze mal, der ist nicht mehr gefroren. Ich wollte im Winter mal herkommen. Aber da bin ich jetzt einfach eine Woche zu spät dran. Ah ja, da hinten sehe ich ein Wasserfall. Zwischen den Bäumen, ja. Wenn wir still sind, vielleicht hören wir ihn. Ja, da hören wir jetzt das Wasser plätschern. So. Weil eigentlich möchte ich zu diesem Wasserfall und nicht zu dem Wasserwandel. Das Wasserwandel müsste dann ein bisschen weiter sein. Weil es ist so schön, die ersten Vögel. So, jetzt sind wir mal still und lauschen.
Uiuiuiui. Also, wir haben es jetzt echt geschafft. Ja, aber ganz schön schwierig da zum Laufen. Jetzt schauen wir, wie wir da ganz hinkommen, aber das Gefährliche ist das Laub. Zum Fotografieren, glaube ich, wird es schwierig. So. Aber ich habe da was ganz anderes im Kopf. Uiuiui. Na. So, jetzt ein bisschen die Ruhe genießen. Oh, total im Schatten. Aber ich habe jetzt meine Jacke ausgezogen. Ich habe jetzt also geschwitzt. Oh, meine Nase läuft schon wieder seit Herbst einfach nicht mehr gesund. Gell? Seit dem scheiß Corona. Dann werde ich ein paar Fotos machen. Dann werde ich so Langzeitbelichtung machen, 3 Sekunden oder so, mal schauen. Und dann habe ich noch was vor. Aber das wird wahrscheinlich sehr schwierig. Aber erst einmal Brotzeit. So, ich wollte jetzt da eigentlich mit der Drohne fliegen. Das wäre schon gegangen. Laut App darf ich sogar fliegen. Aber keinen einzigen Satelliten, keine Handyverbindung, gar nichts. Ich glaube, das muss auch erklären. Man sitzt da wie im Bunker. Genau deswegen bin ich hergekommen, weil ich da mit der Drohne hoch wollte. Aber ich könnte mal schauen, vielleicht von der Fahne starten und dann drüber. Auf alle Fälle gehen wir jetzt in die Sonne, weil da ist ganz schön zapfig. Auf dem Stein sitzen, das gibt Hämorrhoiden. So, jetzt sage ich euch noch was für die Alpen typisch ist. Das sind sogenannte Unterstandshütten, die gibt es überall in den Berg. Wenn sich das Wetter mal ändert, ist recht praktisch, weil in den Berg kann sich das Wetter einfach schnell ändern und dann kann man da schnell unterschlupfen. Die Angela, hoffentlich nicht die Merkel. Ja, so schauen Unterstandshütten aus in den Berg. Absolut sinnvoll, absolut toll, weil es einfach Sicherheit ist. Da liegt noch Schnee. Und jetzt werden wir erst die Brotzeit-Bar und die Sonne genießen. Und dann werde ich schauen, wenn ich ein Netz habe, ob man hier mit der Drohne starten darf, weil der Platz ist ideal. Wäre natürlich richtig genial.
So, jetzt wird es ganz schön kalt, gell, im Schatten. Jetzt gehen wir wieder zurück und beim Zurückgehen machen wir jetzt Fotos vom Wasserfall. Haben wir ein paar Fotos gemacht, Langzeitbelichtungen. Bin schon gespannt zu Hause, wie es ausschaut. Rucksack ist gepackt, der Bauch ist auch voll. Haben wir richtig lecker Brotzeit jetzt gemacht. Und jetzt schaue ich nur schnell da vorne zu dem Schild, wo man dann noch weitergehen könnte. Aber wir gehen wahrscheinlich jetzt eher Richtung runter. Und da machen wir jetzt die Fotos. Jetzt haben wir es so 2:30 und im Schatten ist schon ganz schön kalt. Mit der Drohne bin ich jetzt sogar tatsächlich geflogen. Wir haben nur Satelliten zusammenbekommen. War ziemlich anstrengend. Überhaupt so in die Berge ist es recht anstrengend zum Fliegen. Bäume und auf einmal gehen da die Felswände ziemlich steil hoch, was du aufpassen musst. Und komischerweise auf 80 Meter Höhe hat sich die ganze Zeit der Annäherungssensor gemeldet, der Alarm. Vielleicht irgendwelche Vögel. Ich habe das nicht erkannt. Irgendwas war auf 80 Meter im engeren Radius von der Drohne. Deswegen habe ich jetzt ganz schön geschwitzt. Aber ich bin auf die Aufnahmen gespannt. Ihr seht es ja gleich, ich noch nicht. Ja, dann gehen wir mal los. Gehen wir jetzt wieder zu dem Schild davor. Schauen wir mal, wo man da noch hingehen könnte. Wie gesagt, im Schatten ist schon ganz schön zapfig. Ja, Hinteralm könnte man da noch gehen. Bischofsfällen, Hochgern, Eschelmoos, Hochfein, Ruppolding, Tollstation. Also, ich sehe da jetzt nichts von dem Wasserwandel. Vielleicht wäre das jetzt da hinten noch gekommen. Aber da sind wir schon zu spät dran. Wenn man in die Berge geht, sollte man eigentlich in der Früh schon losgehen. Gerade im Sommer, guter Tipp, so früh wie möglich, 5, 6, wenn es so kühl ist, dass man am Anfang Höhenmeter schafft und dann nicht in der prallen Sonne laufen muss. Ja, war schön da, vielleicht komme ich mal wieder. Vielleicht nehmen wir wieder meinen Jonas mit. Gell? Und dann gehen wir jetzt zurück und dann machen wir schöne Fotos. So, schön war's. Jetzt sind wir im Auto. Ist schon ein bisschen zapfig geworden. Jetzt fahren wir zurück in die Bude, Traunstein. Jonas hat auch heute sogar moderiert. Der wird jetzt ein eigenes Video rausbringen. Wird bestimmt total witzig. Weil der Jonas hat jetzt seinen eigenen Kanal, da ist er ganz stolz drauf. Und da haben wir jetzt die Sachen dann anschauen, ganz gemütlich. Und also bei der Temperatur geht's. Im Sommer ist schon ganz schön anstrengend, vor allem wenn man keine Kondition mehr hat. Also das muss jetzt wieder richtig ändern.
Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war es jetzt erst einmal mit Bayern und Naturvideos. Jetzt haben wir, glaube ich, 3 Stück hintereinander gemacht. Jetzt wird es Zeit, dass ich wieder ein bisschen Blödsinn mache. Fällt mir schon irgendwas ein. Also, ciao, ciao.